Hallo zusammen. Herzlich willkommen zurück bei Losemail. Ich bin gerade am questionen, ob ich einen ganz schlimmen Fehler gemacht habe mit meinem Langarm-Tischi und im Bett liegen. Weil eigentlich ist es ein cozy, rainy day, aber jetzt habe ich heiß. Ja, scheiße. Ich stinke immer nur nach Schweiß und bin grusig. Von dem her macht jetzt auch keinen grossen Unterschied mehr. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr stimmt fleissig ab für Losemail, für den Swiss Influencer Award in der Kategorie Podcast oder wenigstens für die Wemse, für mich, in der Kategorie Lifestyle. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr jetzt pausieren und geht auf den Link in der Bio und macht das, weil wir wollen gewinnen. Heute geht es um das Thema, das mich sehr beschäftigt, das mich fucking fest aufregt, wo ich aber auch selber schon davon betroffen war. Das heisst, ich fühle mit euch, wenn ihr euch angesprochen fühlt, und ich komme selbst von dieser Natur. Hä? Und ich glaube, das wisst ihr eigentlich auch. Aber wir reden nachher darüber. Über das Boy-Crazy-Sein. Die Folge ist nichts für schwache Nerven. Wenn ihr euch schnell aufregt an Leute, dann wird es euch fix aufregen, weil ihr safe jemanden kennt, der so ist. Und wenn ihr selber so seid, wird es euch vielleicht ein bisschen verletzen. Aber ihr müsst es hören. Wirklich. Ihr fuckt mich ab. Hihi. Zuerst machen wir aber noch meine Formate, damit wir nicht sofort hässlich sein müssen. Der Gossip von der Woche ist jetzt mal von mir. Und das ist nicht so ein krasser Gossip. Aber das ist einfach so eine allgemeine Sache, die mich irgendwie beschäftigt. Und zwar, es kommen alle Leute immer zu mir und erzählen so random Gossip oder so ein Problem von sich selber, so eine Situation, wo sie so nicht mehr weiterkommen oder so. Und das sind Leute, mit denen habe ich nichts zu tun seit 4-5 Jahren. Also wirklich so Leute, mit denen ich mal in der Klasse war, wir haben es nicht sonderlich krass gut gehabt. Vielleicht ab und zu mal noch so, «Hi, wie geht's, was machst du?» So. Und die Leute kommen dann einfach zu mir und sind so, «Oh mein Gott, Emma, Alter, ich muss dir das erzählen.» Wieso? Leute, wieso? Ich frage ja nicht einmal. Ich bin nicht die so, «Und, was gibt's Neues?» Also doch, wenn ich jetzt jemanden trifft, dann frage ich das schon. Aber du kannst mir literally auch einfach erzählen, ich studiere jetzt das und das. Period. Nein, immer wenn ich auch jemanden so random im Zug treffe, von früher, und ich so krampfhaft probiere, irgendein Gespräch aufzubauen, weil es sonst mega cringe ist, sage ich halt einfach so, «Ja, und was läuft bei dir?» «Ja, also, mein Vater ist meiner Mutter fremdgegangen und meine Cousine hat ein Kind und sie ist 12 und weißt du, so, obviously jetzt nicht genau das, aber so, das ist der Vibe von der Sachen, wo die mir anvertrauen. Und ich denke mir so, Digga, was? Was sagt das über mich aus? Bin ich entweder so eine fette Gossip-Sau oder sie vertrauen mir einfach irgendwie, was auch nicht sein kann, weil früher sind alle immer hässlich auf mich gewesen, dass ich alles immer weiterverzähle, weil ich halt mein Maul nicht habe. Oh mein Gott, ich bin voll so dumm. Ich kann wirklich mein Maul nie haben. Hence, wieso ich eine Rubrik habe da, die Gossip der Woche heisst. Ich liebe Gossip. Sorry. Ich bin nicht die grösste Person, die sagt, sie tut nicht gossipen. Ich liebe Gossip. Ich habe auch schon eine ganze Folge über Gossip gemacht. Ihr wisst es. Und Gossip ist nicht cool. Also eigentlich ist es schlecht. Aber I love Gossip. Aber checken die das? Oder erzählen... Keine Ahnung. Ich glaube, ich bin einfach... Vielleicht checken die auch, denken die so, ja, die hat doch so einen Podcast und so. Aber ich frage mich halt, ob die das überhaupt wissen, so die Leute von früher. Aber ich finde es halt einfach komisch. Und dann dann irgendwie so... Haben wir jemanden sogar, der mit so etwas zu mir gekommen ist und die Person kommt so alle Jahre kommt sie mal zu mir und ist so. Und es ist ein Typ, das finde ich ja noch krasser. Bei Girls und The Girls ist es so verständlich, da ist man schnell nochmal so blablabla. Aber es ist ein Typ, der nicht mit vielen Leuten redet und es ist auch ausgeschlossen, dass der mich irgendwie geil finden kann oder so. Es liegt überhaupt nicht an dem. Dann schickt mir sogar noch so ein TikTok und ist so, in dem TikTok ist irgendwie so, wenn das Problem so schlimm ist, dass zu der vertrauenswürdigsten Advice-Person gehen musst und darüber reden musst. Schickt er mir das. Das heisst, ja okay, fair, dann bin ich einfach vertrauenswürdig as fuck. Ja, blöd. Aber fair, ich habe den Gossip actually niemandem weiterverzählt bis jetzt. Weil ich habe es auch schon wieder vergessen. Ich weiß gar nicht, was das Problem so richtig war. Aber das ist mein Gossip. Leute geben mir die ganze Gossip. Meine Obsession von der Woche sind eindeutig Momos gewesen. Ich habe, glaube jetzt ist Sonntag, ich habe 4-mal die Woche Momos gehabt. Von Tens. Immer nur die gleichen, nicht mal verschiedene. Einfach Tens Momos. I love Tens Momos. Und sie haben jetzt endlich, Alter, haben sie mich auch mal angefragt für etwas. Weil ich schwöre euch, ich poste jetzt so in einem Jahr 24/7 die Huren Momos. Noch nie haben sie mir irgendetwas geschickt oder mal nichts, Alter.
Und jetzt ist der Moment gekommen. Aber mal schauen, ob es etwas wird. Also, das ist jetzt auch dumm zum Erzählen, weil ich erzähle so Zeug nie, bevor es fix ist. Aber jetzt schon. Weil, ehrlich gesagt, es ist auch okay, wenn es nicht passiert. Ich liebe die Momos, egal was. Ja. Mein Highlight von der Woche ist, dass Tilda, also mein Freund hat einen Pool daheim. Tilda ist einfach in den Pool gegangen. Und ich habe gegoogelt und alles. Chlorwasser ist nicht schlimm für Hunde, bevor er mich anfickt. Darum habe ich es auch nicht auf Insta so erzählt, weil ich weiss, die Leute hätten mich so auseinandergenommen. Sie war einfach im Pool. Das Girl liebt Schwimmen über alles. Übertreibt so krass, Alter. Oh mein Gott, das ist auch so ein bisschen Gossip. Oh, das muss ich euch erzählen. Also, ich gebe mir wirklich Mühe, dass der Hund alles machen kann, was sie gerne macht. Ich bin, glaube ich, die Woche 3-mal mit ihr schwimmen. Einmal im Pool, aber einmal am See und einmal im Rhein. Und ja, ich bin informiert über Blaualgen, weil das schreiben mir die Leute auch jedes Mal, wenn ich sie im Wasser zeige. Und ich also ein bisschen gemeint, ich bin dumm. Also ich weiss, es ist nett gemeint, weil Hunde sterben literally gerade wegen Blaualgen, aber ich bin ja nicht dumm. Gut. Dann, oh mein Gott, ich bin einfach allein an einem 4 Tagen bin ich mit ihr an den Rhein runtergegangen, weil wir wohnen recht nah am Rhein. Und ich habe nicht gecheckt, dass ein 4 Tage ist, dass alle frei haben und dann sind alle immer dort. Und ich habe mich auch nicht, ich habe literally 10 geputzt und bin aus dem Haus. Also ich habe so low-key noch mein halbes Pyjama angehabt, so das kurze Short, das enge Shorts von so vor 2 Jahren, weil wir gehen auch gar keine kurze Hose von mir mehr. Oh mein Gott, sie ist fett geworden. Ja, wo ist sie? Und habe mich so in die hure Jeans-Shorts reingezwängt und habe gedacht, ja Bro, es sieht mich niemand. Es ist so, keine Ahnung, 2 am Nachmittag gewesen. Und ich bin mir halt gewöhnt, dass ich unter der Woche machen kann, was ich will, weil alle Leute am Arbeiten sind, außer ich. Checkt ihr? Da habe ich vergessen, dass alle Leute frei haben. Mit so ugly, Alter, habe ich ausgesehen. Und es juckt mich eigentlich meistens nicht, wenn ich ugly bin, aber es juckt mich, wenn ich Leute von früher sehe. Die sollen mich nicht ugly sehen. Weil die sind früher schon gemein zu mir gewesen. Jetzt müssen sie nicht jetzt noch denken, sie ist verdammt hässlich fett geworden. Sorry, es juckt mich. I'm too real. Es juckt mich. Es juckt mich auch nicht, dass es mich juckt. Dann gehe ich dort runter mit meinem scheiß Hund, wo mich so, also wenn die Wasser sieht, dann zieht die mich fast dort rein, jedes Mal. Und ich weiss es eigentlich. Gut, gehe ich dort runter, dort wo ich eigentlich wüsste, dass immer die coolen Freunde gechillt haben. Und ich habe nicht zu den coolen gehört, gell? So die coolen Typen, die so 1, 2, 3, 4 Jahre älter sind als ich. Zack, bumm, hocken sie alle dort. Aber da frage ich mich auch, Digga, sind ihr keinen Schritt weitergekommen im Leben, dass ihr seit 10 Jahren eure Freizeit genau gleich verbringt, mit genau den gleichen Leuten und am genau gleichen Ort hockt und euch cool fühlt. Das finde ich uncool. Also ich finde sie heutzutage nicht mehr cool, checkt ihr. Aber früher habe ich sie halt cool gefunden und darum haben sie immer noch so einen Status in meinem Kopf. Gut. Muss ich an denen vorbeilaufen, es sind so 8 Typen. Oben ohne sind schon am Baden und so. Und ich fühle mich so unwohl, Digga. Ich erkenne das safe. Wenn du so an Leute vorbeilaufen musst. Nur schon, wenn es eine Person ist, die du von früher kennst. Es ist zu viel. 8 auf einem Stück. Gut. Habe ich gedacht, ich schaue sie einfach nicht an und laufe einfach vorbei. Minus Aura, dass ich nicht mal Heu sagen wollte. Aber habe ich nicht. Dann laufe ich einfach so vorbei, mache mein White People Smile und plötzlich jumpt so ein Hund vor. Einer hat einen Hund dabei gehabt, auch einen Golden Retriever, so einen mega alten, herzigen. Gut, dann konnte ich nicht weiterlaufen, weil der Hund war ohne Leine und ist zu der Tilda an. Und was macht man dann? Anhalten und mit dem Hund schauen, dass der wieder zurückgeht oder was jetzt halt passiert. So minus Aura, Alter, ich habe mich so geschämt. Dann habe ich so stehen bleiben, so «Ahoi, Hund, jö, herzig.» Dann ist Tilda, dann bin ich weg, also weitergelaufen irgendwann. Und Tilda zieht mich so zum Wasser an. Und das ist eben, dort hast du nicht einfach rein können. Das war so wie so ein Abgrund, Bro, so 1-2 Meter. Ich konnte sie dort nicht einfach reinlassen. Dann zieht sie und ich schwöre euch, ich wäre fast mit der in das Wasser gestürzt. Ich habe mich so blamiert und sie hat das 2-mal nacheinander gemacht. Ich so, so am Umschreien, basically. Die 8 Typen oder was auch immer, schauen mir alle zu. Und ich bin einfach so, Digga, natürlich passiert mir das. Natürlich passiert mir das. Und natürlich musste ich auch nochmal an denen vorbei müssen, wo ich heim haben musste mit der Tilda. Und natürlich war es nochmal genau gleich. Ausser, dass noch irgendwie 5 Typen dazugekommen sind. Ja. Das ist auch ein bisschen Gossip von dieser Woche. Und wenn irgendjemand von denen das mitbekommt, Digga, ich finde euch nicht cool, aber es ist halt einfach mega peinlich. Okay? Es ist peinlich, einfach just a girl zu sein. Wenn ich doch mich nur hübsch gemacht hätte, dann hätte ich es voll gefühlt. Dann wäre ich so gewesen, mein hübscher Hund und ich kenne euch gar nicht. Tschüss. Ich
Ich hoffe, ihr findet mich hübsch. Vielleicht bin ich auch noch ein bisschen boy-crazy, immer noch. Kommentar und DM von der Woche ist, ich habe so ein Video gemacht, wo ich den Flavio roast. Oder probiert zu roasten. Und dann habe ich in meinem Broadcast-Channel auf Insta habe ich gesagt, Leute, roasten den auch mal. Wer den beste Roast hat, darf mit ihm auf ein Date gehen. Und dann schreibt eine, Flavio, wie hast du eigentlich vor deinem Unfall ausgesehen? Sorry, das ist so ein guter Spruch. Oh, und das Schlimmste war, der Flavio hat das irgendwie nicht mitbekommen, dass ich das geschrieben habe. Das heisst, er hat nicht gecheckt, wieso alle Leute ihn so wegfronten. Und dann hat er so... Dann hat er angefangen, die Leute zurückzufronten, die ihn gefrontet haben, weil er denkt, sie sind so mega böse und ernste Hater von ihm. Und dann war er so Trigger und hat angefangen, sie zurückzuhaten. Und irgendwann hat er dann halt gesehen, dass ich das gepostet habe, dass die sollen roasten. Dann hat er alles schnell gelöscht. Aber Digga, der hat so gottloses Zeug geschrieben. So, irgendwie, eine hat so etwas Böses gegen ihn geschrieben und er so, ja, schau mal deine Nase an auf deinem Profilbild. Also ich so, alter Flavio, das kannst du doch nicht machen. Er so, ja, du Dumme, wieso sagst du mir nicht, dass du einen Aufruf gestartet hast? Ich so, alter, das kannst du, egal was, kannst du doch das den Leuten nicht. Und er so, ja, stimmt. Nachher hat er so in den Kommentaren entschuldigt er sich so bei ihr. Und ich bin so, alter, oh mein Gott, hab doch einfach, weil sie hat eben noch gesehen, er hat es gerade gelöscht, aber sie hat es noch gesehen, dass er das geschrieben hat. Sorry, auch Minus-Aura für den Flavio. Ja, das ist alles. Wir kommen zu meinem eigentlichen Thema, zum Boy-Crazy sein. Ich würde sagen, ich bin, ohne Namen zu nennen, obviously, und wenn das irgendjemand hört, fickt euch, wieso hört ihr meinen scheiß Podcast, fühlt euch nicht angesprochen. So. Aber in meinem Leben gibt es einige Leute, die ziemlich boy-crazy sind. Und ich finde das einfach peinlich. Period. Das ist eigentlich das ganze Statement. Ich könnte jetzt die Podcast-Folge beenden. Aber ich tue natürlich elaborieren für euch. Ich finde, das ist so peinlich, wenn die Hauptattraktion in deinem Leben Männer sind, die sich kaum den Arsch abputzen. Wenn du, das sage ich immer, wenn du eine weisse Unterhose von denen am Boden sehen würdest, dann hat sie eine Bremsspur drin. Und das ist dein Lebensinhalt. Hat er mir zugeschrieben, oh mein Gott, er hat meine Story gelegt. Aber wieso schaut er meine Story nicht sofort? Und er hat jetzt schon seit 2 Stunden geschrieben. Und jetzt haben wir so einen auf Tinder gelegt und jetzt hat er mir auf WhatsApp geschrieben. Und wieso schreibt er mir auf WhatsApp und nicht auf Snapchat? Und wieso speichert er meine Snaps im Chat? Und wieso macht er das? Und Emma, oh mein Gott, ich schwöre, er ist sicher obsessed mit mir. Und hab deine scheiß fucking Fresse, Alter. Hab deine scheiß Fresse. Es ist so peinlich. Weil Wer sind die Typen? Niemand. Was bringen sie dir? Nichts. Bist du besser in der Schule, weil du obsessed bist mit dem Typ? Nein. Bist du ein besserer Mensch, weil der Typ dir zurückschreibt? Nein. Bist du eine bessere Kollegin, weil der Typ dir auf deine Story geantwortet hat und gesagt hat, oh mein Gott, du geile Fixsau? Nein. Die verbessern dein Leben wirklich um 0,0%. Weil die Hälfte der Zeit sind ja die Leute dann sogar noch so traurig, weil der Typ eben nicht das gibt, was sie wollen und so. Und das fuckt so ab von außen zum Zuschauen. Weil, ich glaube, wir alle kennen, also viele von uns sind wahrscheinlich schon mal dort gewesen. Und ich war auch schon mal boy-crazy gewesen. Vielleicht sollte ich zuerst mal noch elaborieren. Was macht boy-crazy aus? Was ist boy-crazy? Für mich sind Leute, die boy-crazy sind, also halt vor allem straighte Frauen, die obsessed sind mit Typen. Alles, eben, wie ich jetzt beschrieben habe. Alles hat eine Bedeutung und alles ist wichtig an diesen Typen und man muss in alles etwas interpretieren. Und das Schlimme ist, oder das Nervige halt, ist, dass die Leute dir das auch 24/7 erzählen. Und das ist einfach das Hauptthema. Und auch wenn man selber nicht boy-crazy ist, aber man hat eine boy-crazy Kollegin, dann bist du gezwungen, so mit dem boy-crazy Lifestyle in Kontakt zu treten. Und du bist gezwungen, so mitüberlegen, so, ja, was meint er jetzt? Und eigentlich juckt es dich nicht, aber du willst ja da sein für deine Kollegin. Bro, und du kannst auch nichts sagen, du kannst sagen, was du willst und die Kolleginnen sind gleich so, ja, aber du checkst es nicht und b. Und dann haben sie doch 3 Tage die Fresse und am 4. Tag ist wieder 24/7 geht's um so einen Typ. Und das ist so anstrengend. Und eben, ich sage, ich war auch schon mal so gewesen. Wirklich. Viel von
meiner Aufmerksamkeit ist an Typen gegangen, als ich jünger war. Und ich finde, das ist auch völlig fair in einem gewissen Alter. Weil dort checkst du es noch nicht, dort sind wir alle naiv, dort sind wir alle unerfahren und man probiert einfach in diesem ganzen Liebesding, romantische Beziehungen-Ding auszukommen und so seinen Weg zu finden. Und das ist normal. Und dort sind wir ja alle boy-crazy gewesen. Und darum hat es auch niemand gejuckt. Niemand war hässlich gewesen, als wir 15 waren und nur über Typen geredet haben. Also so die 1-2 Leute, die halt vielleicht erst ein bisschen später in die Pubertät gekommen sind, die es verdammt abgefuckt hat, weil die sind so gesagt, wieso jucken euch die Typen? So, oh mein Gott, ich bin actually froh, bin ich nicht jemand von denen, weil ich glaube, ich wäre insane gegangen. Also da lässt mir ja safe jemand auch zu, wo dem das so ergangen ist, dass alle anderen schon voll in der Pubertät waren, voll obsessed waren mit dem anderen Geschlecht oder halt auf was auch immer man steht. Und man selber ist noch gar nicht an dem Punkt und denkt so, Digga, können wir bitte einfach UNO spielen? Das wäre so mein Untergang gewesen. Da finde ich ja wirklich noch einfacher, um einfach obsessed zu sein mit Typen. Aber das ist auch wirklich schmerzhaft. Muss ich auch anmerken. Also an alle, die das nicht experienced haben, seid froh. Es ist so ermüdend und einfach anstrengend. Und darum habe ich ja auch Verständnis für Leute, die jetzt boy-crazy sind in meinem Leben. Aber ich finde einfach, boy-crazy sein sollte eine Altersbeschränkung haben. Wie sagen wir das? Altersbegrenzung. Boy-crazy sein braucht eine Altersbeschränkung. Ja. Ab 15, 16, so höchstens 17, sollte Boy-Craziness verboten sein. Was meinst du? Entweder hast du schon fully einen Job oder bist deine Matur am Abschliessen oder machst irgendwie ein Auslandsjahr oder so ein Scheiß, Digga. Was, du bist boy-crazy. Was, du hast nichts Spannenderes in deinem Leben oder Wichtigeres oder legit so, what the fuck? Und ich verstehe es ja. Die Leute, es geht ja darum, dass man unsicher ist und man erhofft sich von dieser männlichen Aufmerksamkeit, dass man irgendwie die Unsicherheit los wird. Und darum frustriert es mich so, wenn jemand älter wird und es verändert sich einfach nicht. Weil irgendwann entwickelst du dich ja weiter und hast die Fähigkeit zu reflektieren und checkst, oh, vielleicht bin ich eher ein unsicherer Mensch. Und das habe ich über mich selber auch schon gecheckt, Bro. Und das ist unfortunate, so scheisse, fickt mich auch an. Ich wünschte, ich wäre nicht so, dass ich von Grund auf einfach unsicher bin. Ich wünschte, ich wäre eine Slay Queen, die es nie gejuckt hat, was ein Typ von mir denkt. Aber ist halt nicht so. Aber dass man dann die Erkenntnis macht, okay, ich bin so und es tut mir nicht gut. Und ich probiere, etwas zu ändern. Das ist ja alles, was ich erwarte von Menschen. Und es ist auch fair, wenn man es weiss und gleich amix in das zurückgeht. Wie ich jetzt zum Beispiel, dummes Beispiel, aber wie es mir ja jetzt gleich gejuckt hat, dass die Typen jetzt wahrscheinlich mich angeschaut haben und gedacht haben, die sieht voll mit aus, die haben nicht mal die Haare gestrahlt. Haben sie wahrscheinlich auch nicht gedacht, weil das sind Typen, die überlegen doch nicht weiter als 2 Sekunden. Aber gleich, das hat mich ja auch gejuckt, obwohl es mich nicht jucken sollte. Obwohl es das sind Loser, die seit 10 Jahren am gleichen Ort chillen und gleich lasse ich mich einschüchtern von denen. Das ist so etwas. Was ich aber nicht so schlimm finde, wenn Leute einfach die Awareness haben, dass das ein Problem ist und dass man daran arbeiten muss. Aber Leute, die boy-crazy sind ja so delusional, dass sie ja wirklich auch glauben, uns juckt's, was mit diesen ihren Typen läuft. Und ich habe das Gefühl, es ist vielleicht auch ein Weg, um sich so Validation einholen, bei seinen Kolleginnen dann noch darüber zu reden, dass deine Kolleginnen dir noch sagen müssen, nein, der meint das sicher nicht so, oder nein, du bist ja so eine hübsche, tolle, gute, der wette ich sicher, weißt, dann holst du einfach von allen Parteien holst du einfach die Validation rein und es ist so anstrengend für die das immer geben müssen. So, wir sind alle jung, wir sind alle lost as fuck. Habt ihr wirklich das Gefühl, dass jeder von uns noch viel übrig hat zum Geben? Wir sind ja beschäftigt damit, uns selber zu geben, uns selber zu validieren, uns selber
die Energie geben zu können, dass ja, du bist gut genug und du schaffst das. Ich habe nicht die Energie, um noch 50 andere Mädchen oder Frauen einreden, dass «der wette» und «nein, du bist gut genug» und «der...» Irgendwann muss man doch einfach den Stock aus dem Arsch ziehen und das einfach selber in die Hand nehmen. Keine von deinen Kolleginnen kann dich retten. Kein Typ kann dich retten. Niemand kann dir weiterhelfen, wenn du in diesem Loch drinnen bleibst von «Ich bin nur gut genug, wenn irgendjemand anders mir das sagt. Ich bin nur gut genug, wenn ich gerade einen Typ habe, der mir Aufmerksamkeit schenkt. Ich bin nur gut genug, wenn meine Insta-Posts 100 Likes bekommen. Oder wenn er meine Story geliked hat. Ich bin nur gut genug. So und so und so. Bro, das wird dir nie ein erfülltes Gefühl geben. Irgendwann musst du einfach checken, fuck, Alter, was habe ich gemacht? Und das macht weh und es ist anstrengend und es ist unangenehm, sich das einzugestehen. Keiner hat Bock auf unangenehme Gefühle. Aber es wird halt sonst einfach immer schlimmer. Und ich finde, das ist auch etwas, was man mit seinen Friends besprechen kann. So, ey, Leute, ich bin obsessed mit Typen. Könnt ihr mir bitte sagen, wenn ich die ganze Zeit nur über das rede? Weil es ist sicher nervig und ich will eigentlich nicht so jemand sein. Bitte weiset mich darauf hin. Oder bitte verstärkt das nicht noch, indem ihr mir die ganze Zeit gut zuredet und so, sondern wechselt doch auch mal das Thema oder so. Aber man kann ja wirklich bei seinen Friends, wenn man gute Friends hat, um Hilfe bitten. Und glaub mir, deine Kollegen werden dankbar sein, weil sie haben keinen Bock mehr zuzuhören. Glaub mir. Und ich bin auch so jemand, ich probiere es schon unterschwellig zu kommunizieren. Also wenn halt so jemand mir richtig zuhören würde die Person nach dem ersten Mal checken, dass ich keinen Bock habe zuzuhören. Aber die Leute juckt es gar nicht, ob du zuhören willst. Es ist ihnen egal. Sie wollen es einfach draussen haben. Und das finde ich, ist so etwas Egoistisches. Und die Leute tun es dann immer so ausmalen, als wäre es irgendwie so, ich erzähle dir das zu deinem Entertainment. Ich habe dir jetzt Gossip zu erzählen und du musst jetzt zuhören. Weil es geht um mich und meinen Typ. Und dann tun sie so, als würden sie dich irgendwie damit unterhalten oder als wäre das einfach ganz normal in einer Freundschaft. Aber Bro, es ist nicht normal, dass wir 24/7 über die reden müssen. Über irgendwelche unnötigen Typen, weißt. Und ihr müsst mich richtig verstehen. Ich rede nicht darüber, wenn jemand in einer ernsten Beziehung ist mit jemandem und es gibt ein Problem und man beschäftigt sich mal länger mit diesem Problem und redet immer wieder mit seinen Kolleginnen darüber so, hey, irgendwie kommen wir einfach nicht über das hinweg oder irgendwie bin ich mega eifersüchtig und jetzt ist er schon wieder mit irgendjemandem draussen und so. Das sind ja ganz normale Sachen. Aber wenn du mit mir 24/7 über einen Typ redest, den du noch nicht einmal getroffen hast, weil du den von Tinder kennst oder von Insta kennst oder von irgendeiner Kollegin und ihr schreibt einfach nur und du bist 23 oder so. Ich kann das einfach nicht. Und ich glaube, da sollte ich eigentlich selber auch meine Eier in die Hand nehmen und einfach mal Klartext reden. Aber das will ich ja auch nicht, weil ich weiß auch nicht wieso. Eigentlich sollte ich das. Aber ich weiß ja auch, dass die Leute nichts dafür können. Und irgendwie habe ich ja auch Mitgefühl, weil ich weiß, wie es ist. Und ich weiß aber auch ganz genau, dass nichts, was ich sage, etwas bringt. Und das ist dann auch so etwas, wo ich vielleicht egoistisch bin. Aber wo ich mir denke, wenn Leute die ganze Zeit mit irgendeinem Problem zu mir kommen, wo sie aber gar keine Hilfe akzeptieren wollen, dann bin ich einfach so, ja, Bro, dann erzähl es mir doch nicht. Was soll ich dir 100-mal hinterher rennen und sagen, schau, das tut dir nur Schlechtes, probier doch mal, dich nur auf dich selber zu konzentrieren, konzentriere dich auf deine Schule, auf deine Kollegen, auf deinen Hund, auf dein Hobby. Aber wenn ich 50 Mal das Gleiche sage und du sagst jedes Mal, ja, aber und du willst es gar nicht hören, wieso kommst du zu mir damit? Also vielleicht bin ich auch eine scheiß Kollegin, wenn mich das aufregt, aber es regt mich halt legit auf. Weil ich frage mich dann halt immer, was meinen die Leute, was ich für einen, also einfach, was habe ich für einen niedrigen Stellenwert bei meinen Kolleginnen, wenn sie das Gefühl haben, dass ich 24/7 einfach da sein muss, zum Zuhören und sie können ihren ganzen Scheissdreck auf mich abdingsen, als wäre ich so eine Mulde für unnötigen Scheiß und das hätte ich nicht meine eigenen Probleme. So, ich würde das nie im Leben einer Kollegin von mir antun, wenn ich weiss, ich höre eh nicht auf ihre Advice, mich dann jeden Tag bei ihr auskotzen. So dumm bin ich doch nicht. Vor allem, sorry, ich habe gerade Coca-Cola getrunken.
Vor allem finde ich das ja selber auch nervig, wenn mir jemand Advice gibt, die ich gar nicht hören will. Weißt du, wenn man so in dieser Delusion drin ist, dann wird man auch so ein bisschen hässig eigentlich, wenn jemand Recht hat und der sagt «Hallo». So, eben, so jemand, der kommt Klartext reden. Dann wirst du einfach hässig und bist so «Hey, hör mal auf, ich bin jetzt young, wild and free und jetzt lebe ich einfach mein Leben und du checkst es einfach nicht, YOLO, baby». So reagiert man ja dann. Wieso? Also mir würde das anschissen. Immer bei allen rumheulen und alle sagen dir immer das Gleiche. Dann geh doch gar nicht erst rumheulen. Das check ich eben nicht. Und es ist eigentlich einfach ein grosser Rant. Aber eben, so der Hauptpunkt ist ja, es geht um ein Problem mit dem Selbstwertgefühl. Es geht darum, dass man unsicher ist und wahrscheinlich einfach nicht weiss, wie man das verbessert. So. Und ich denke, ein grosser Teil davon, wieso das immer weitergeht und weitergeht und weitergeht und wieso man nicht auf seine Kolleginnen hört, ist, weil man sich selber die ganze Zeit einredet, ja, aber die weiss ja nicht, wie es ist, einzuziehen. Die checkt gar nicht, wie es für mich ist. Bei mir ist es anders. Nein, ich bin nicht abhängig von diesen Glücksgefühlen, die mir Typen geben, wenn sie mir ein Kompliment machen. Nein, sie checkt es gar nicht. Und dabei checken wir es alle. Wir alle sind schon mal in so einer Situation gewesen, denke ich, oder viele von uns. Und genau darum ist es ja so fucking frustrierend, weil wir wissen, wie es sich anfühlt und wir checken auch im Nachhinein immer, wie lächerlich das ist und wie viel Zeit wir verschwendet haben, mit uns Gedanken machen über irgendwelche dummen, grusigen Männer. Sorry, nicht zum sagen, alle Männer sind dumm und grusig, aber einfach zum sagen, die meisten, über die man sich so viel Gedanken macht, machen sich null Gedanken über einen. Und das ist ja auch so ein blöder Teufelskreis, weil wenn man so nötig hat, dass ein Typ einem Aufmerksamkeit schenkt, dann rennt man dem ja eigentlich auch hinterher. So. Und die checken das und die finden das nicht geil. Dann rennen sie dir davon. Dann zeigen sie dir noch mehr, dass sie keinen Bock auf dich haben. Und du rennst ihnen noch mehr hinterher, weil du kannst es ja nicht akzeptieren, wenn einer dich nicht will. Und so geht es dann weiter und weiter und du rennst jedem hinterher und jeder sagt, wer, Alter, was bist du für eine? Dann rennst du noch mehr und noch mehr und noch mehr und am Schluss kommst du zu der Konklusion, dass alle die einfach scheiße finden und du bist ein scheiß Ding, wo niemand will und wieso will mich niemand und ich gebe mir doch so viel Mühe und aber sie finden mich ja irgendwie dann gleich gut genug für meinen Körper, aber für mich nicht. Alter, konzentriere dich einfach mal auf dich selber und alles wird funktionieren. Du bist gut genug, aber du musst es auch selber glauben. Wieso sollte dir das irgendein Love Interest abkaufen, wenn du es dir selber nicht einmal abkaufst? Wenn du bis in der Nacht wach bleibst für irgendeinen, den du noch nie getroffen hast, damit er dir antwortet. Wenn du extra Stories postest, wo jeder checkt, das ist nur für diesen Typ. Wenn du extra irgendein Lied in die Story tust, in der Hoffnung, dass er dann darauf antwortet. Also Digga, wo sind wir? Jeder schmeckt, wie desperate das du bist. Inklusive Leute, die nicht deine Love Interests sind, zum Beispiel deine Kolleginnen. Und verlieren den Respekt vor dir als Person, weil es sagt so viel über dich aus. Und genau gleich, wie man durch das ganze egoistische Verhalten auch einfach eine schlechte Kollegin im Leben ist, vielleicht auch ein schlechtes Familienmitglied, weißt du, also nicht schlecht im Allgemeinen, aber es ist auf jeden Fall nicht förderlich für eine Freundschaft, wenn man immer nur über seine Typen redet und immer nur über rumheult. So. Es hat keinen Vorteil für dich im Leben, boy-crazy zu sein. Es bringt dir nicht mal Typen. So, wenn du einen Womanizer... Nein, das ist das andere. Was ist das für Typen? Wenn du... Alter, ich weiß nicht, wie man das sagt, aber wenn du so voll Abschlepperin sein willst, dann ist das nicht die Methode. Und ich schäme auch niemanden, der gerne keine Ahnung, mit Leuten von Tinder sich trifft und einfach ein freies Leben lebt und mit mehreren Leuten etwas hat und so. Das geht null um das. Es geht nur um das, dein Leben, deine Welt dreht sich um die Aufmerksamkeit. Das ist so schrecklich, Alter. Also wenn es dir so geht, oder ja, wenn es einfach, Punkt, wenn es dir so geht, dann überleg dir mal, was du ernsthaft machen kannst, um an dir selber zu arbeiten. Und zwar für dich. Und ich glaube, das ist der springende Punkt, was so schwierig ist für die meisten. Weil
ich glaube, diesen Leuten fällt es schon leicht, um dann zu sagen, ja, ich arbeite jetzt an mir selber, ich tue jetzt abnehmen, ich mache jetzt Sport, ich muss jetzt ein Glow-Up haben. Für diese Typen. Es ist nicht für dich selber. Es ist nicht, du liest jetzt ein Buch, weil du willst, mehr erfahren und mehr wissen über die Welt, sondern du liest jetzt ein Buch, damit du dem Typ erzählen kannst, dass du das Buch gelesen hast. Und das sind so die falschen Bewegungsgründe und so die falsche Motivation, dass auch wenn du meinst, du machst etwas Gutes, passiert es oft, dass du eben wieder genau nur in das Muster verfallst. Und darum würde ich sagen, Bro, überleg mal richtig und sei ehrlich mit dir selber. Du musst das auch nicht mit jemandem besprechen, weil ich weiss, das ist peinlich und man will ja auch, dass Kolleginnen gut von einem denken und man will sich nicht so entblößen, das checke ich. Aber sei mal ehrlich mit dir selber und gesteh dir ein, dass du ein Problem hast und dass das nicht für immer so weitergehen kann und dass du etwas ändern musst. Punkt. Und ich sage, der einzige Weg, wie das wirklich radikal funktioniert, ist, dass man einfach mal Stopp sagt und einfach mal die Finger von jeglichen Love Interests lässt. Heb einfach mal die Fresse, lösch die ganzen Dating-Apps, lösch von mir aus Insta, TikTok, was auch immer, dass es braucht, dass du aufhörst, das so nötig zu haben. Leg mal dein verfickte Handy weg. Es ist ja, sorry, nur schon ohne das Handy hast 90% von all diesen Sorgen, wo du dich den ganzen Tag damit beschäftigst, hast du nicht mehr. Weil es ist nicht real. Der Typ hockt nicht bei dir im Zimmer. Schalt mal den ganzen Lärm aus und schau, wer du bist, ohne das. Was gefällt mir eigentlich, wenn ich niemandem etwas beweisen muss? Was mache ich eigentlich gern, wenn es nicht nur darum geht, dass ich das am nächsten Tag erzählen kann, dass mir das gefallen hat zu machen? Wer sind wir, ohne dass es darum geht, ob wir jemandem gefallen? Und das ist ein ganz grosses gesellschaftliches Problem. Und es geht nicht nur um die spezifischen Kolleginnen, die wir alle haben, die fucking mühsam sind, sondern das ist in uns allen drin, weil so ist die Gesellschaft aufgebaut und so ist das ganze Marketing aufgebaut und Frauen sind gemacht, um Männern gefallen. Das ist das, was uns beigebracht wird. Und darum ist es so ein tieferes Ding. Und darum habe ich auch Verständnis für alle. Und darum werde ich auch nicht immer meine Kolleginnen anficken und so sagen, bist du eigentlich dumm, weil sie wollen es nicht hören. Und es ist Teil von einem grösseren Ding und es ist etwas, wo wir von innen kommen muss. Die Personen müssen das selber irgendwann checken. Ich kann nichts machen. Und das ist das, was mich ja auch so frustriert, logisch. Und was für mich ein Struggle ist, ist zu wissen, wie man für so jemanden eine gute Kollegin ist. Weil die Leute wären ja nicht unsere Kolleginnen, wenn sie keine guten Qualitäten hätten. Wir haben die ja gern. Und sie sind eigentlich super lustig und ausser das. Und man würde ja eigentlich gerne die Kollegin einfach nur so haben, wie sie ist, ohne die fucking Obsession mit Typen. Und das haben wir ja auch mal gehabt, sonst wären wir nie befreundet worden. So, wann ist der Punkt gekommen, wo es plötzlich nur noch um Typen gegangen ist? Keine Ahnung, Bro. Aber man hat ja auch die Hoffnung, dass es wieder zurückgehen kann zu dem und dass die Person das irgendwann checkt. Aber ich finde es halt auch mühsam, als Person, die selber schon so war, weil, Alter, das wird so peinlich für die, wenn die das mal checken. Und je länger das geht und je schlimmer es wird, desto schlimmer ist es ja auch die Realisation zu haben, dass, fuck, Alter, jetzt habe ich, keine Ahnung, 5-6 Jahre verschwendet mit nur machen, was andere Leute toll finden und nur hoffen, dass mich der Nächste und der Nächste und der nächste Typ toll findet. Wieso hat mir das niemand gesagt? Wieso hat mir niemand geholfen? Das ist das, was man sich dann denkt, wenn man es dann selber mal checkt. Weil man gar nicht sieht, dass alle es einem eigentlich schon probiert haben zu sagen, aber man einfach nicht hören wollte. Und so ist es ja mit jedem Problem, jetzt nicht nur mit dem. Aber es wird ja nur noch schlimmer, je länger man es rauszögert und je schlimmer es wird. Und darum schaut mir als Kollegin zu und denkt, Alter, ich würde dir so gerne helfen, lass mich dir helfen. Und man wird dann auch so ein bisschen hässig und ungeduldig, aber redet dann gleich wie in Klartext, weil man die Person ja nicht verletzen. Aber eigentlich verletzt es die Person ja genauso, wenn du nicht sagst, was Sache ist, wenn du es schon besser weißt. Und ich sage jetzt einfach mal, dass man es besser weiß als Person, die das schon mal durchlebt hat. Und ich glaube nicht, dass es eine Person auf dieser Welt gibt, die das ernsthaft glücklich macht, so zu leben. Also weißt, sonst bin ich ja wirklich so, ja, wenn es dich glücklich macht, dann mach. Aber ich weiss, es macht niemand glücklich.
Weil es ist ja ein unmöglicher Lifestyle. Immer allen zu gefallen und immer nur zu hoffen, dass der Nächste... Also ihr checkt es, oder? Und dann bin ich auch so, ich check nicht, wie ich eine gute Kollegin sein kann in dieser Situation. Ich glaube, legit einfach die Meinung sagen und dann, ja, was machst du dann? Du musst ja gleich zulassen. Weil was passiert, wenn niemand zulässt, dann hasst die Person sich selber ja noch mehr und nicht mal meine Kolleginnen wollen zulassen. Ich weiß auch nicht, ob es einen guten Weg gibt, mit so jemandem befreundet zu sein. Weil ich glaube, also ich habe schon mit ganz vielen Leuten Kontakt verloren, weil die Leute unfähig sind, über etwas anderes als sich selber zu reden oder über etwas anderes als ihr Liebesleben. Ihr kennt das safe auch. Die Person redet und redet und redet und dann erzählst du einmal etwas über dich selber. Bro, hast du das Gefühl, es wird irgendwie darauf eingegangen? Nein. Oh mein Gott, das hat der Aaron auch gemacht. Und dann hat er mir geschrieben, und schon wieder sind wir zurück bei dieser Person. So. Darum nehmt euch selber an der Nase, wenn ihr selber ein bisschen so sind, wenn ihr das Gefühl habt, oh fuck, so bin ich ein bisschen, weil es ist wirklich anstrengend. Und nicht nur für eure Mitmenschen, sondern auch für euch selber. Ihr macht euch kaputt. Und je länger ihr das durchzieht, desto schwieriger wird es, wieder zurückzukommen. Und ihr habt das nicht verdient. Und ihr wollt auch wirklich nicht zurückschauen, wenn ich überlege, was für Typen ich hinterher gesagt habe. Die sind so kotzelend grusig. Peinliche Typen. Wirklich. Wenn ich euch Fotos zeigen würde, wenn ich euch zeigen was die jetzt gerade im Leben machen, wenn ich euch zeigen wie die damals mit mir umgegangen sind, ihr würdet euch fucking kaputt lachen und denken, Emma, wieso hast du das jemals nötig gehabt? Du bist doch so eine lustige, aufgeschlossene, nette Person. Das ist einfach, weil ich das selber nicht gesehen habe, dass ich das bin. Und jetzt kann ich sagen, ich bin lustige und nette und haha, die Leute sollten mich eigentlich gerne haben, weil ich mache niemandem etwas zu leid. So. Aber früher habe ich gedacht, ich bin einfach so der kleinste Gag auf der ganzen Welt und ich brauche das. Weil ohne die Leute bin ich nichts. Und dabei hat es nur noch schlimmer gemacht und nur noch schlimmer gemacht. Und ich muss jetzt noch mit den Folgen von dem mich auseinandersetzen, was ich dort gemacht habe. Und dass es einfach besser gewesen wäre, hätte ich mich aus dieser ganzen Welt entfernt und einfach mal gesagt, sorry, nein, ich bin noch nicht parat, um mit Typen etwas zu haben. Ich bin noch nicht parat, um in das Ganze reinzukommen. Ich lese jetzt einfach ein paar Bücher, Alter, und mache mein Schulzeug. Und das haben die Leute auch probiert zu sagen. Also Leute, meine Mutter, aber auf die Mutter lasst mich ja nicht. Darum lasst auf mich. Weil das kommt vielleicht besser an. Das ist alles, was ich dazu zu sagen hatte. Ich finde es auch ein tragisches Thema und eben, verstehe mich nicht falsch, ich check auch, von wo das kommt. Und ich finde es auch blöd, dass man dann wie alles der Frau zuschreibt, wo ja dann boy crazy ist und nervt. Weil es kommt ja von der ganzen Gesellschaft. Und es ist auch scheiße von diesen Typen, dass sie so mit einem spielen. Weil die checken das ja sofort, Alter, die schmecken das, wenn man so naiv ist und alles machen würde. Die nutzen das aus und finden es lustig und haha, schau mal, ich kann schnipsen und die macht. So. Das ist natürlich auch scheiße. Aber das bringt uns nichts, weil das wird sich eh nicht ändern. Wir müssen uns ändern, damit uns das nicht angetan wird. Leider. So. Ich wünschte, das wäre nicht so. Aber es ist ja so. Und wir müssen auf uns selber schauen und wir müssen auch auf unsere Kolleginnen schauen. Und das ist halt amigs schwierig. So. Darum, Fazit geht safe auch in dieser Folge darum, dass es schwierig ist, zu navigieren in so Freundschaften. Was mache ich? Darf ich wirklich etwas sagen? Weil ich meine, ich bin ja jemand, der oftmals in Freundschaften Probleme macht, weil ich zu oft meine Meinung sage und amigs zu ehrlich bin, wenn es Leute gar nicht hören wollen. Und für mich ist es schwierig, die Fresse zu haben und einfach zuzuschauen. Ich kann das nicht gut. Aber amigs muss man das. Und dann so abzuwägen, wann sage ich etwas, wann sage ich nichts, wann bringt es etwas, wann ist es für mich auch zu viel, wann möchte ich nicht mehr mit so einer Person befreundet sein, wann habe ich das Gefühl, ich habe die Person verloren, sie ist nicht mehr die lustige, nette, lockere, sondern sie ist nur noch boy-crazy. Das sind alles Sachen, die mega schwierig sind, wo ich logischerweise auch keine Lösung habe, aber einfach mal darüber reden. Und dann eben boy-crazy sein. Das war natürlich auch noch das Thema. Aber ja, ich hoffe einfach, ich wünsche allen, dass sie mal an einen Punkt kommen, wo sie einfach checken, hey, es geht nicht immer nur um andere. Und das ist ja so paradox, weil einerseits ist man so in dem Ding drin von, ja, es geht immer um die Meinung von anderen und blablabla. Gleichzeitig ist man so scheiß egoistisch, wenn man immer nur über das nachdenkt und wie findet es mich, wer denkt jetzt gerade an mich, wer denkt jetzt, so, es ist so ein mega kompliziertes Ding und ich glaube wirklich, ein grosser Teil von dem wird einfach gelöst werden, wenn wir uns das Handy mal kurz in Ruhe lassen. Und mal langweilig haben auch.
Leute, also ich habe oft Handyverbot gehabt früher, weil ich auch oft Scheiß gemacht habe. Genau mit so Typen und so. Ich habe immer Handyverbot gehabt. Aber nachher war mir so langweilig. Habe ich angefangen Bücher lesen, habe ich angefangen zeichnen, habe ich angefangen so Scheiß machen. Leute, stellt euch einfach mal vor, ihr hättet Handyverbot. Was solltet ihr machen? Ausser den iPod für suchen heimlich und am iPod weitermachen. So, literally stellt euch mal vor, schliessen von mir aus ein scheiß Handy irgendwo ein. Oder löscht einfach alle Apps, die irgendetwas mit dem zu tun haben. Ohne Scheiß, macht das mal. Ich glaube, das hilft wirklich. Und wenn ihr immer noch in Denial sind und delusional sind und das Gefühl habt, ihr seid nicht so, schickt euren Kolleginnen die Folge und sagt, ihr müsst ehrlich antworten, bin ich so, ja oder nein? Ich bin nicht hässlich, wenn ihr ja sagt. Wahrscheinlich sagen sie ja. Und sind dankbar, dass sie es euch nicht haben müssen sagen. Oh nein, aber jetzt check ich muss meiner Kollegin, ich habe so eine, die wirklich schlimm ist im Moment mit diesen Sachen. Ich habe es ihr aber auch schon so laut gesagt, aber sie macht dann einfach weiter. Wieso macht man weiter, wenn jemand schon gesagt hat, hör mal auf? Es ist so uncomfortable für mich. Ich will auch nicht lästern über meine Kolleginnen in diesem Podcast, aber so, es ist jemand, der das eh nicht hört. Und es ist jemand, der es eigentlich auch weiss. Was eigentlich noch nerviger ist, Digga, hör jetzt einfach mal auf. Ja, bis nächste Woche, Leute. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch etwas gebracht im Leben. Ciao.